Madame Präsidentin, liebe Nora, Madame Deputiert, Herr Deputiert, liebe Freunde. Das ist für mich ein großer Ehre, ein großer Fried, morgen bei euch zu sein. Und ich weiß nicht mehr, Nora hat dir gesagt, sie hatten ein bisschen die Impression, dass ich ein von euch wäre. Ich kann euch beruhigen, ich bin ein von euch. Erlaubt mir ein Wort zu sagen zu Marc. Ich habe nicht verstanden, für was du nicht Arbeitsminister bist. Und ich habe noch verstanden, für was du den besten CSV-Arbeitsminister gewählt wirst, den wir nie werden haben. Seit dem letzten Kongress, wo ich dir hatte als neuer Kommissar für Beschäftigung, Sozialrechte, ein Thema, das wir hatten müssen erkämpfen, hat sich vieles geändert. Nicht, weil ich nicht mehr Kommissar bin, das ist gut so. Es war ein großes Freude auch für die Sozialdemokratie, ein paar Monate durch Europa zu repräsentieren. Wir heute, wenn wir gucken, was dann in den 5 Jahren geschieht ist, da muss man sagen, auf der einen Seite sind dramatische Entwicklungen gewesen. Der Covid, den uns Gesellschaften verändert hat, durch einen Nähen gerüsselt hat, aber auch irgendwie bewiesen hat, dass die Reserve für Solidarität in unserer Gesellschaft existiert. Das aber auch der Beweis erbracht ist, dass keine solide Gesellschaft, mehr aber auch keine solide Ökonomie können, ohne sozial starke Institutionen, ohne ein stark, effektiv, effikaz Gesundheitssystem. Wir haben die Krise gut, wenn ich das so sagen, überstanden, weil eben gerade eine Politik, eine Sozialpolitik gefordert ist, die jeder mitgeholfen hat. Und wir müssen an all die denken, die viel an der Covid-Krise gelitten haben. Sozial, ökonomisch, mir besonders und die Tausende Leute an Europa und die Millionen Leute, die Krise, die Krankheit nicht überstanden haben. Das ist etwas, was man nie vergessen darf. Nur der Covid-Krise, auch heute zu Lützeburg. Nur der Covid-Krise hat man eine Periode von Inflation. Und die Kaufkraft zurückgegangen ist, wo die Sozialproblematik mit der Energiekrise zusammen voll auf Tapet kommt, wo es darum ging, zu sagen, die Löhne sind ein essentielles Element von einer sozial gerechten Gesellschaft. Aber die Löhne sind nicht nur ein Kostenpunkt, wie wir das immer hören vom Kirchberg. Ohne gute Löhne kann man nicht eine gute Ökonomie haben. Weil das heißt ganz einfach, die Löhne sind Kaufkraft und die Löhne helfen auch, die Nachfrage an einer Ökonomie auf ein hohes Niveau zu bringen. Und das ist schon komisch, dass wie der Mario Draghi, den, soweit ich informiert bin, nie Gewerkschaftler war, und auch nicht direkt zum sozialistischen Flügel gezählt kann gehen. Irgendwo an einer Rede steht, an Europa sind die Löhne zu niedrig. Wir haben nicht genug Kaufkraft an Europa. Und dafür ist die europäische Wirtschaft auf einem niedrigen Niveau, Wachstumsniveau und auch Produktivitätsniveau. Das ist daher ein Ausgangspunkt von dem, was wir gemacht haben mit der Direktive über Mindestlöhne. Ich will aber auch
von dieser Gelegenheit profitieren, für ihre Wort zu sagen über das internationale Umfeld. Wir haben seit 3 Jahren, mehr wie 3 Jahren, mit einem brutalen Aggressionskrieg an der Ukraine zu tun, wo die Zivilbevölkerung all Abend, all Nacht bombardiert wird, ob es Schulen, Spitäler oder irgendwie Betreuungsinstitutionen sind. Wir haben nicht vergessen, dass ukrainisch Orator, das heißt nämlich Butscha, wo Frauen, Kinder und Männer gemurkst gesehen. Wir haben nicht vergessen, wo Tausende von Kindern von ihren Eltern entfauert gesehen an irgendwo, so wie die Nazien nicht gemacht haben, an Russland verschwunden sind. Das ist der Putin. Das ist das Putin-Regime. Und wir begrüßen natürlich alle Guren als fortschrittliche Kräfte, das versucht, dem Krieg zu Ende zu bringen. Das ist fundamental wichtig für uns alle, aber besonders für die Ukrainer, aber auch wichtig für die vielen jungen Russen, die Schlachtfeld geopfert gehen, ohne Rücksicht auf Verluste. Mehr Friede fanden als nicht das, was ein Tipp von Washington probiert will. Frieden als etwas ganz anderes. Und dafür ist es wichtig, dass die Europäer eine starke Stimme haben und die ukrainische Volk nicht fallen lassen. Wir müssen weiter auf der Seite vom ukrainischen Volk gegen den russischen Faschismus, gegen die Faschisten hier in Europa und zu Washington stehen. Liebe Freunde, ich weiß als Sozialdemokrat, dass wir zusammen mit den Gewerkschaften Pazifisten sind. Das gehört zu unser ADN. Und wir sind alle Guren schockiert, dass wir nur Milliarden müssen an Rüstung investieren. Etwas, wo wir die Sorge verbrauchen für soziale Errichtungen, für Sozialpolitik, mehr aber auch für die größte Gefahr, die Menschheit konfrontiert, den Klimawandel zu bekämpfen. Mehr, liebe Freunde, wir sind Pazifisten. Wir wissen aber auch aus der Geschichte, dass Pazifismus keine Lösung, kein Waffe ist gegen Hitler oder Putin. Dass sie ein anderes Programm haben. Und dass man mit Pazifismus eigentlich, und das Schuld, den Frieden nicht können allein erhalten. Trotz allem muss man immer als Friedensüberzeugungen klar machen. Wir gleichfalls aber auch dafür sorgen, dass wir an uns Kinder als Sicherheit, aber besonders an einer Demokratie und Freiheit können leben. Ja, die Welt hat sich geändert. Und sie ändert sich alltag. Alltag hören wir eine Hiobsbotschaft, von wo sie auch immer kommt. Aber besonders die von Washington kommen. Wir müssen uns damit auffangen, dass das Amerika von heute unter dem Trump, Vance, Musk nicht mehr ein Alliierten von Europa ist. Weil sie sind nicht mehr für die Werte, für die wir stehen. Werte von Demokratie, Werte von sozialer Gerechtigkeit, Werte, die darauf bestehen, dass Frauenrechte beschützt gehen, dass Rechte von den Minoritäten beschützt sind. Sie wollen Sachen nach vorne bringen. Sie wollen uns Gesellschaft
auf autoritär Basen stellen. Und das, liebe Freunde, hören wir alltag. Wir haben nicht zu wünschen hören. Wir hören nicht alltag, wie eigentlich Europa von der Band zu Washington meprisiert wird, weil wir für die Werte genau stehen. Aber sie sind nicht allein. Und sie wissen das, weil an unseren Gesellschaften sind da, und auch zu Lützeburg, die Theorien, die Approche von der Politik delen und doch so. Sie gehen auf Kongresse, wo der Hitler groß ohne Problem praktiziert wird. Sie schreiben Briefe und den Trump für zu felicitieren, dass eigentlich das ukrainische Volk verrät, auch zu Lützeburg, den am Europaparlament sitzt. Und sogar an der Extremdroite, für die Gruppe von der Extremdroite vielleicht schon ein bisschen zu viel Extremes, weil nicht nur ein Freund vom Wölsinn vom Trump, aber schon lange ein Freund vom Putin ist. An die Extremdroite hat als Hauptfeinde wen? Die hat als Hauptfeinde für die Gewerkschaften. Die hat als Hauptfeinde die wollen den sozialen Fortschritt weiterbringen. Und ich habe während 5 Jahren erlebt, am Europaparlament, dass alle Propositionen für mehr Gerechtigkeit, für mehr sozialen Fortschritt immer von der Extremdroite refusiert werden. Und dafür müssen wir zusammen Gewerkschaften, mit den Parteien, mit den demokratischen Parteien zusammen gegen die Extremdroite kämpfen. Und ich bedauere, liebe Freunde, dass das leider nicht für alle sogenannten demokratischen Parteien wie wahr ist. Die Konservativen haben sie an eine ganze Reihe von Regierungen geholt. Ob das an Finnland ist, an Schweden. An Österreich sind wir so just nach entgangen. Aber auch am Europaparlament. Hier sehen wir immer mehr, dass wir eigentlich für die Konservativen die Majorität variable können haben. Okay, wenn Sozialdemokraten d'accord sind mit den Vorschlägen von der Weber, von der Leyen Allianz, komisch, dass die eine Allianz sind, aber bon, das ist aber so, dann machen wir es mit den Sozialdemokraten. Aber wenn es da nicht funktioniert, dann gehen wir auf die Extremrechts gucken. Wir haben nicht gesehen, die Freunde an Deutschland von B-Moll, die AfD aber salonfähig gemacht hat an einem Wort. Und dafür muss man aufpassen. Wir dürfen die Extremdroite nicht salonfähig machen. Sie sind uns Gegner. Wir müssen hier Ideologie, hier Politiken, die sie wollen uns imposieren, bekämpfen, absolut. Und dafür auch zu Lützeburg, Freunde von Putin, Freunde von Trump, das sind uns Gegner. Weil sie wollen, dass Lützeburg, das Europa absolut transformieren. Liebe Freunde, ja, ein Wort über Direktiv und über die Lehne. Ich habe früher gesagt, die Lehne ist immer durchgestellt als ein Kostenpunkt. Die Lehne sind vielleicht mehr wie ein Kostenpunkt. Sie bringen die Leute zusammen. Sie erlauben eigentlich ein Leben an Dignität. Nicht verringern. Sie helfen den Familien, ein Leben an Dignität zu feiern. Sie helfen den Kindern Möglichkeiten zu geben, neue Möglichkeiten zu geben. Und dafür können wir nicht in Europa akzeptieren, wo es auf der einen Seite einen Unterschied gibt von 1:6, von 1:7 beim Mindestlohn. Dass es Länder gibt an dem Europa, wo ja eigentlich Versprechen ist für sozialen Fortschritt. Dass dort Leute gibt, die nicht über die Runden mit ihrem Lohn kommen. Und das ist die Idee von der Direktive. Das ist sie.
an den Haut kleine Jurist hier op der Kur bemo fënnt, dat iwwer Kompetenzen vun der Union gif go. Wat sind Kompetenzen vun der Union? Die stehen an den nächsten Artikeln. An die Kompetenzen sind für alle Bürger von Europa. Wo sie auch immer leben, ob in Bulgarien, zu Lützeburg, in Frankreich oder in Rumänien, ein Leben an Dignität zu garantieren. An einer Wirtschaft, die sozial muss sein, eine Sozialmarktwirtschaft. Das ist der Büt. Und das ist auch das Fundament von der Direktive. Und dazu kommt ein anderer Volley. Mindestlohn sind wichtig als zu Lützeburg. Ich kann mich erinnern, wir haben mal einen Deputierten, der immer gesagt hat, ja, der Mindestlohn, wenn wir noch näher tun, das ist der Kollektivvertrag von denen, die keinen haben. Aber ich wünsche mir eigentlich, dass wir für jeden Verein einen guten Kollektivvertrag hätten. Und das ist das, was an der Direktive steht. Dass eigentlich die adäquat, gut, gerecht lehnen sollen, okay, durch einen adäquaten Mindestlohn garantiert gehen, aber viel mehr nach durch gut Kollektivverträge garantiert gehen. Und das bringt uns, liebe Freunde, das bringt uns zum Roll von den Gewerkschaften. Das bringt uns zu der Fairness von Negoziationen. Und das steht an der Direktive. Es geht nicht just zu negozieren. Es geht darum, eine fairen, guten Bedingungen zu negozieren zwischen Sozialpartnern. Und ich kann mich nicht mehr wundern, ich bin schockiert, wenn ein Arbeitsminister heute zu Lützeburg anfängt, darüber zu fabulieren. Okay, ich kann Ihnen immer so, weiß es nicht besser. Aber da muss ich mich fragen, für was das ein Arbeitsminister? Oder als ein Arbeitsminister, weil es nicht besser weiß. Dass die fabuliert drüber, dass Gewerkschaften ausgeschlossen oder nicht unbedingt das Exklusivrecht tun für Kollektivverträge. Das bringt uns an ganz dichter Zeiten. Und ich schon ich sehe auch schon nicht mehr so jung, eine Karriere. Ich schon Gelegenheit gehabt, mit einem Pierre Werner zusammen zu schaffen, der nicht der große Progressist war, aber ein Pierre Werner, den ich heute noch immer estimiere, wir nie auf die Idee kommen, zu sagen, oh, lass mal ein Gesetz machen, wo die Gewerkschaften nicht mehr Recht tun oder das Exklusivrecht tun, Kollektivverträge zu machen. Das wäre sogar beim Pierre Werner nicht gehen. Und dafür, liebe Freunde, hier ist ein existenzielles Problem, hier ist ein existenziell froh für Lützeburg, aber für überall in Europa. Wenn das zu Lützeburg möglich geht, für was soll es dann nicht in Rumänien möglich sein oder an anderen Ländern? Und das bringt uns immer zu dem nämlich der Problematik. Wenn wir Europa sozial gestalten, da geht das auch nicht mehr durch starke Gewerkschaften in Europa, durch einen starken Sozialdialog, durch eine wirkliche Kooperation mit den Sozialpartnern. Und da holen ich natürlich auch Patron dabei. Momentan, nicht nur zu Lützeburg, auch in Europa, wird besonders nur auf eine Seite gelauscht, aber wenig auf die andere. Und das ist auch das Problem für die nächsten Jahre in Europa. In Europa geht es darum, Dereglementation zu gestalten. Weil wir meinen alle gut, ja, Europa hat Probleme, Kompetitivität und so weiter, wo ich alles d'accord bin. Aber das alles, das darauf zu feiern, dass wir zu viel reglementiert tun. Dass man nicht einfach genug unsere Direktiven und Gesetze geschrieben haben. Nicht komplett falsch. Ja, da muss ich mal die Frage stellen, wie war dann in Europa unter Präsidentschaft von der Kommission an den letzten 30 Jahren? Waren das lauter Sozialisten, die wollten reglementieren? Nein. An den letzten Jahren waren hauptsächlich Konservative, der Barroso,
Der Juncker, muss ich leider auch zu den Konservativen zählen, die waren unter Spitze, unter Spitze von der Europäischen Kommission. Und die haben ja dann anscheinend überreglementiert, wo ein Lo an Europa das größte Problem ist, für Europa fit zu machen. Aber wenn ich das Wort reglementieren höre, da weiß ich immer, in was für eine Richtung das soll gehen. Und das geht doch in die Richtung. An den Omnibus, den die aktuelle Kommission auf Schiene gesagt hat, die geht hauptsächlich in die Richtung für gewisse Sozialrechte, Sozialresponsabilitäten und natürlich die Responsabilität par rapport zur Umwelt zu reduzieren. So wie wenn ein Bemol das Problem vom Klimawandel verschwunden wäre. Die geht es nicht mehr. Denn Herr Trump, der sieht, der Klimawandel gibt es nicht gehen. Und auch die Wand von Washington hat eine gewisse Influenz hier in Europa. Y compris bei denen, die überall durch Europa gezogen sind. Und gesagt haben, das wird die Mondlandung von den Europäern, unser Green Deal. Und nur am Gang sind, wollen den Green Deal zu detrikotieren. Und wenn ich heute zu Lützeburg höre, okay, die Green-Politik, Klimapolitik, die muss ganz einfach pragmatisch sein. Natürlich, alles soll pragmatisch sein. Das wird pragmatisch, das verstoppt etwas ganz Ernstes. Das wird pragmatisch heißt, cause toujours, mehr vor weiter wie für drin. Aber wenn es da liegt, Korrekturen gibt, die machen wir dann mehr aus Richtung, die bleibt immer dieselbe. Und das auch für uns Gewerkschaftler, für uns progressistisch Forzen, für uns Sozialdemokraten nicht akzeptabel. D'autant plus, wir haben immer gesagt, ein Green Deal kann nicht mehr da gehen, wenn es sozial gerecht ist. Der Just Green Deal. Was jeder Verein muss Gefühl haben, dass er nicht der große Verlierer davon ist. Dass die Arbeitsplätze natürlich sich verändern müssen. Das nicht müssen Millionen Leute in Europa, an der Stahlindustrie, an der Automobilindustrie, an der Chemieindustrie zittern, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren. Was ich kritisiere, y compris in der Kommission, wo ich selber Member war, das ist das, der engerseits immer gesagt, Sozialdialog, mit das an der Transformation, die wir engagiert tun, an all den Industrien, Sozialpartner, aber besonders auch Gewerkschaften, wenig gehört gerufen, wenig partizipiert konnten, wenig ihre Meinung konnten sagen. Und das ist ein großer Fehler, und das schlägt haut zurück. Liebe Freunde, das sind ein paar Überlegungen. Und dafür, die nächsten Jahre, ja, gehen mich schwierig. Die nächsten Jahre, heute zu Lützeburg, für in Europa, gilt standfest zu bleiben und sie zu verteidigen, an sie klar zu machen, klar zu legen, an das Parlament, mehr heimst du vielleicht doch auf der Straße. Wenn der Sozialdialog aufgebaut wird, was bleibt der Gewerkschaften nach, wie auf der Straße zu gehen? Was bleibt der Gewerkschaften an? Ich habe mit großem Interesse macht Spaß nur geleistet über die Pensionsreform. Ich will auch nicht über den Inhalt von der Pensionsreform schwätzen, und ich muss sagen, Zeiner hat da viel ganz interessante Sachen gesagt. Ich bin nicht den, der sieht, Zivilgesellschaft misst nicht gehört gehen. Aber wenn eine B-Mal Zivilgesellschaft von der kleinsten ONG bis ich weiß nicht wo, mehr am Zentrum stehen, mehr gehört geht, oder just dürfen Sie mal Ihre Meinung sagen, weil die Responsabilität tun für den sozialen Zusammenhalt, und das sind Gewerkschaften, und das ist auch Patronat, Sozialpartner, dann ist etwas faul. Dann heißt es ganz einfach, Gewerkschaften gehen ausgebot. Das ist die erste Etappe am CPTE, wichtig, aber nicht fundamental. Das ist fundamental, wenn es um wichtig, fundamental Reformen geht, wie die an den Pensionen.
Und das ist natürlich, liebe Freunde, eine Attitüde. Das ist eine Philosophie, die ich kenne. Verschiedene Leute, die sogar Bücher rausgehen, wo sie das schon annonciert tun, ob sie es selber geschrieben haben oder just ihre Nummer, ob das Buch, das von einer Bank rausgehen, von ein paar Jahren drauf geschrieben haben. Wenn ich meine Nummer bei Buch schreibe, dann teile ich auch das, was am Buch steht. Und das heißt, wir kommen zurück zu einem harten Neoliberalismus, den eigentlich uns an eine Finanzkrise plongiert wird. Und da kann ich mich schon nicht mehr wundern, dass an der Financial Times Artikel kommen, wo es heißt, wir müssen Finanzfelder dereglementieren. Da gibt es zu viel Regulation. Wir haben die Leute vergessen, was vor 15 Jahren war, wo praktisch Finanzwelt zusammengebracht ist. Wann nicht Staaten, das heißt, der Steuerzahler, auch zu Lützeburg, Banken gerettet hat, wo da noch Affären, Posten, interessante Posten verteilt kaufen. Dafür aufpassen, das ist die Wand von Washington, das ist der Neoliberalismus. Wir haben mit dem Neoliberalismus steht auch der Autoritarismus. Und das ist komisch, dass man das Finanzfeld deregulieren, aber wenn ich eine Manifestation mache, dann müssen die Regeln ganz strikt sein. Da muss effektiv schon praktisch ein Mondviertel wissen, dass ich etwas darf oder will manifestieren. Und da bahnt sich immer den nämlichen Szenario an. Weil erst vor das Steuerpolitik. Ich bin schockiert, liebe Freunde. Wenn ich lese, dass ich muss als Talent, als les premiers de la cordée, wie den Macron das formuliert. Ein bisschen mehr wie 150 Kilometer von Lützeburg weg gehen, dann auf Lützeburg kommen, also ein echtes Talent. Und dann kriege ich Rabatt von 50% bis 400.000 € bei meinem Lohn. Als das Steuergerechtigkeit, als das Egalität devant l'impôt. Nein, das Versuchen, eine wirklich reell, aktiv, innovativ Wirtschaftspolitik zu machen. Da zählt man nicht mehr just auf die sagen, zu Lützeburg kriege ich persönlich wenig oder keine Steuern. Da ist Platz, wo ich muss hin. Das ersetzt keine reell starke Wirtschaftspolitik. Meine Wirtschaftspolitik, außer dass man Butikerlo 24 Stunden dürfen abhalten, gleich. Haben wir ja keine Wirtschaftspolitik. Das sind wir ja eins. Und, liebe Freunde, was soll ich sagen? Es geht darum, uns Väter zu verteidigen. Ich sage, wir brauchen an diesem Land für das Mal einen ganz starken OGBL. Einen ganz starken OGBL. Aber ich höre, was Nora gesagt hat. Wir brauchen auch eine solide Zusammenarbeit zwischen allen Gewerkschaften. Weil es geht los, auf gut Lützeburg, Furcht. Und dafür, liebe Freunde, den 21. Juni, ich muss mir den an meinem Kalender aufkreuzen, weil ich schon okay mit dem mich daran erinnert, den 21. Juni als ein decisiven Tag für das Lützeburger Land, für die Lützeburger Sozialpolitik. Ich sage nicht just etwas, vergiss nicht uns zu melden. Merci.